Hallo und willkommen zurück zum Life is Strange Before the Storm Podcast. Heute Episode 5. Wir reden über die ganze Serie eigentlich ein bisschen. Das ist sozusagen ein bisschen eine Epilog-Folge. Gleichzeitig reden wir aber auch noch über die Zusatzepisode reden, die noch rausgekommen ist. Ich bin der Host, der Chris. Bei mir wie immer der Andy. Hallo. Hallo. Und heute haben wir einen speziellen Gast, wie wir es öfters angekündigt haben, der Phil. Genau, und da bin ich, endlich da. Hallo. Hey Phil. Jetzt, Phil, wer bist du? Was machst du da? Was bist du für eine? Erzähl mal ein bisschen, Ich ganz habe kurz. mich einfach ein kleiner geschleimt, oder? Nein, Quatsch. Ich kenne eigentlich Chris von früher. Haben wir zusammen ein bisschen Videos gemacht und so. Und dann sind die Wege so ein bisschen auseinandergegangen. Und jetzt sind sie wieder zusammengekommen. Und, Yay! Genau. Und will ich eigentlich heute einfach mal ein bisschen angetönt haben, hey, ein bisschen Life is Strange, das Neue, also das Before the Storm. Ein paar Sachen haben mir nicht so gefallen und so. Und wollte so ein kleines Video daraus machen eigentlich. Mache sonst nicht viel. Und dann hat Chris die gute Idee gehabt, hey, ich komme doch bei euch rein. Das stimmt, ja. Genau. Weil der Phil hat mir eben gesagt, er sei nicht so wahnsinnig begeistert von Before the Storm. Und ich weiss, wir haben das Original Life is Strange beide eigentlich recht gut gefunden. Ja. Und jetzt beim Before the Storm, der Andi und ich, wir sind beide so eher auf der positiveren Seite. Und dann habe ich gedacht, dann ist das ein guter Gegenpol, wenn der Phil auch noch ein bisschen mitreden kann. Gut. Ja, gut, ja. Aber zuerst noch ganz kurz, denkt dran, Geekstübli, ein Like geben auf Facebook. Je nachdem, wo ihr das hört, auch noch irgendwie eine Bewertung schreiben, Daumen auf, Sternchen geben, was auch immer, was gerade nötig ist. Je nachdem, wo das hörst. Ja, gibt es irgendwelche coole aktuelle Projekte beim Andi? Gerade? Nein. Nicht. Nichts, okay. Ist ja nicht ein Podcast gemacht? Nein, das Übliche, wie immer, gell. Wir sind dran, es kommt, wir sind dran, alle zusammen mit Geekstübli und so weiter. Aber jetzt momentan gerade ganz speziell nichts, nein. Okay. Alles cool. Gut. Ja, ich habe etwas, und zwar habe ich mit dem Raffi gerade jetzt neu angefangen, ein neues Game spielen. In unserer Let's Play-Reihe. Und zwar spielen wir jetzt Legend of Zelda Four Swords Awakens. Das ist gerade ein hoher Blödsinn, was ich jetzt gerade gesagt habe. Four Swords Adventures. So, jetzt stimmt's. Und ja, Four Swords. Wie komme ich auf so einen hohen Blödsinn? Egal. Ich weiss nicht, aber ich habe gehört, der schneidet, wird es drinnen lassen. Ja, das ist schon gut. Sonst, nein, das ist gut. Gut. Also, jetzt reden wir über... Können wir doch ganz schnell einen kurzen Rückblick machen auf die allerletzte Abschlussepisode. Aber zuerst, für die es interessiert, wir haben ein kleines Gewinnspiel ganz am Schluss. Also unbedingt dabei bleiben. Oder wenn ihr ganz coole Sachen sind, einfach bis am Schluss skippen. Und ja, aber Andi, willst du schnell ein bisschen recappen, was passiert ist? Was ist das grosse Ding, das wir jetzt neu bekommen haben oder haben können spielen? Ja, das grosse Ding war, dass wir noch die Bonus-Episode bekommen haben, namens Farewell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das klingt richtig. Farewell erzählt nochmal kurz in einer kurzen Episode von der Max und der Chloe. Übrigens das mal wieder mit den Originalsprecher, was ich relativ cool finde. Es ist zwar speziell, weil ich mich gegen Schluss schon ein bisschen an die Stimme von der Chloe gewöhnt. Aber ja, es ist eine relativ ruhige Episode, würde ich sagen, all in all, wenn man das so anschaut. Es ist wirklich, es geht noch um eigentlich überhaupt nichts, außer wie bringe ich als Max der Chloe jetzt bei, dass ich gleich weg bin. Genau. Das ist so eigentlich ein bisschen Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen auf der emotionalen Ebene von der Max. Sie verbringen nochmal einen schönen Tag miteinander, sind offensichtlich, wie man auf diversen Fotos etc. sieht, als Kind riesen Piratenfans gewesen und möchten das Ganze nochmal aufleben lassen. Genau. Das machen sie, indem sie zuerst auf eine kleine Schatzsuche gehen, sich im Garten aussen noch ein bisschen vergnügen und auch effektiv einen Schatz finden. Genau. Spannenderweise. Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen das schnell durch. Zuerst mal wir erzählen kurz die Story im Schnelldurchlauf, damit wir nachher darüber reden können, wie haben wir es erlebt.
Story, das habe ich irgendwie einen harten, aber schönen Abschluss gefunden. Ja, voll. Und zwar endet die ganze Story mit der Szene, die wir schon kennen, nämlich Max und Chloe sind im Haus von der Chloe. Chloe ihren Eltern. Der Vater kommt nicht mehr zurück von dort, wo er war. Und zwar war er auf dem Weg, um seine Frau, die Mutter von der Chloe, abzuholen. Ja. Während er unterwegs ist, findet Chloe und Max noch eine Time Capsule, die sie vergraben haben als Kind. Der Vater von der Chloe hat die wieder ausgebuddelt und hat die in ein besseres Gefäß reingetan, Genau. wo die ganze Zeit super bestanden hat. Sehr schön gewesen. Man kann noch in Erinnerungen schwelgen. Und ja, zum Schluss geht die Türen auf und man ahnt es schon, weil es ist die Polizei und die Mutter von der Chloe. Mhm. Und man sieht es ein bisschen, wenn man schaut, wo wer steht, ist es wirklich so ein bisschen wie ein Déjà-vu. Und man sieht, wir sind an dieser Stelle wieder. Ja. Ja, und somit hat man eigentlich zwar nicht chronologisch, aber doch die ganzen Events mittlerweile gespielt. Jetzt beendet mit dem Tod vom Vater und der Mitteilung kurz darauf über das Tape, weil Max nicht anbekommen hat, dass der Chloe sagen, dass sie wieder umziehen. Bis zum Punkt, was alles nach Phase Rachel und Chloe noch passiert ist. Jetzt haben wir eigentlich einen ziemlich grossen Teil aus dem bisherigen Leben von der Chloe gespielt. Was ich noch toll gefunden habe, ist irgendwie, dass eigentlich schlussendlich doch die Chloe Hauptfigur war, weil ihre Tragik sich durch alle bisher erschienenen Titel zieht. Auch wenn man sie nur in einem davon spielt. Das stimmt, ja. Habe ich gar nicht darüber nachgedacht, aber das stimmt, ja. Was ich noch sagen wollte, es ist recht lustig, also lustig ist vielleicht das falsche Wort gewesen, aber bitter gewesen, der Moment, wo ich realisiert habe, dass das der Tag ist, wo der Vater stirbt, wo sie irgendwie in der Stube unten sind und ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich habe irgendetwas gesehen und dann ist mir die Flashback-Szene wieder in den Sinn gekommen aus, was war das gewesen? Die 3. oder 4. Episode aus dem Original Life is Strange, wo du als Max in die Vergangenheit reist, eigentlich an diesem Tag. Oder? Und du verhinderst, dass der Vater ja abreist. Ja, voll. Ja, und du versteckst den Autoschlüssel. Ganz genau. Und plötzlich ist mir irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Kleider sind oder irgendetwas, aber irgendwie plötzlich habe ich so gemerkt, oh fuck, nein, das ist der Tag. So, oh nein! Und weißt du, ich meine, Max versucht ja rauszuzögern, ihr zu sagen, dass sie gehen muss, oder? Weil sie nicht will, dass der Tag vorbeigeht. Und gleichzeitig zögert sie unwissentlich raus, dass wir halt das Zeugs erfahren, oder? Und je mehr Zeit, dass du mit all diesen Rätseln und oder mit diesen Erinnerungen verbringst, die du kannst anschauen und so, desto länger zögerst du raus, dass die Nachricht reinkommt für die Chloe, oder? Und ja. Ja, man hat ja auch sehr schön, finde ich, gesehen, wie sie auch auf die Nachricht vom Abschied von der Max eigentlich ziemlich klasse reagiert hat. Ja, wie sie es ja schon gewusst hat, ja. Wie sie es schon gewusst hat, aber sie hat es ja schon verarbeitet und es sind die 2 Events, die es quasi gebraucht hat. Es ist Max, der geht, und der Tod vom Vater, also die beiden Verluste, wo sie nachher quasi das Loch hineingesogen haben und nicht nur eins davon, oder? Und das ist eigentlich noch schön gemacht gewesen. Also es ist nicht, ja. Ich habe es zwar ein bisschen übertrieben gefunden, dass, ich meine, du siehst am Schluss, du siehst die hure Beerdigung und Max steigt ins Auto und dann fahren sie gerade davon ab der Beerdigung. Also ich dachte, come on, Mann! Ist das wirklich nicht anders gegangen? Ja, das ist schon sehr klischeehaft gewesen. Das stimmt. Ich meine, dass es nicht noch geregnet hat oder so. Das ist schon so gegen den Artstyle gewesen, weißt du? Ah, okay. Ja, voll. Aber ja. Aber das ist auch etwas, wo ich gedacht habe, so, eben das ist der Moment, wo ich realisiert habe, oh nein, das ist der Tag, wo der Vater stirbt. Da habe ich gedacht, das ist einfach nicht fair, oder? Muss wirklich beides gleichzeitig passieren? Muss die arme Chloe beides gleichzeitig haben? Ist das wirklich nötig, oder? Ja, voll. Und, ja. Das ist schon so ein kurzer Stich gewesen, ja. Ich habe es auch ganz schön gefunden, quasi, weil das so etwas ist, was man im Alltag kennt, wie Max, wie sie sagt, soll ich sie schon jetzt sagen oder später? Soll ich sie schon jetzt sagen oder später? Das Rausschieben von etwas Unangenehm. Ja. Das ist so klein, es hat keine grossen Auswirkungen gehabt in so einer kleinen Bonus-Episode oder so, aber es ist ja so ein Gefühl, das man kennt aus dem Alltag. Das habe ich immer noch schön gefunden. Ja, das ist so, ja. Ich meine, du willst ja eigentlich
der Grund, warum das es rausschiebt, ist absolut verständlich, oder? Es könnte der letzte Tag sein, wo sie effektiv miteinander verbringen. Und je früher das sie sagt, desto früher wird der Tag das Geniessen halt zu Ende gehen, oder? Und, aber ich weiß nicht, ich habe halt einfach, wo die Wahl das erste Mal gekommen ist, das war ja wirklich gerade am Anfang von dieser Episode, habe ich gedacht, nein komm, ich sag's ihr. Und danach habe ich überlegt, das wird unmöglich machbar sein, oder? Ich meine, das sind so die Art von Entscheidungen habe ich immer wieder gesehen. In Mass Effect 3 hat es so einen Moment gegeben, wo es darum gegangen ist, sollst du jetzt jemandem sagen, hey, das und das ist passiert während einer Mission. Und du wirst jedes Mal unterbrochen, wenn du es sagen willst. Und wenn du es nicht sagen willst, dann nachher machst du irgendeine Ausrede oder irgendetwas. Und genau so ist es ja da auch. Ich habe es versucht, ihr zu sagen, schon von Anfang an, und dann hat Chloe mich abgelenkt mit irgendetwas. Ja, bei mir auch. Ja, ist bei mir, ja. Und Genau. weil ich so gedacht habe, nein, das muss so früh wie möglich, oder? Das Pflaster, du musst es schnell und ruckartig abziehen und nicht so ganz langsam dran zupfen, sonst tut es einfach länger weh, oder? Und, Genau. und von dem her ist es eigentlich... Aber ich weiß es halt einfach nicht, ob das ist, weil ich halt mich so fest mit Games befasse und auch mit Game Design und so, dass mir sofort klar war, dass wenn ich sage, ich will es ihr jetzt sagen, dass ich es ihr nicht wirklich werde sagen. Es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe, aber ich werde die Chance nicht wirklich haben, das zu machen. Also, es ist wie wenn du am Anfang von einem grossen RPG oder so kommt so die Prinzessin und sagt, willst du die Mission annehmen? Dann hast du Ja und Nein als Antwortmöglichkeit. Und wenn du sagst Nein, dann sagt sie, ja komm bitte. Genau. Und am Schluss musst du Ja sagen, oder? Ja. Es ist, So, es ist keine echte Auswahl. Man gaukelt dir noch die Entscheidung vor. Ganz genau, oder? Aber ja. Aber sonst muss ich sagen, habe ich es echt genossen, weil eben die Schatzsuche oder zuerst auf dem Dachboden oben und Zeugs hin und her schieben, das war noch recht lustig gewesen. Und dann der Flaschenboden, wo sie als Aufsatz gebraucht haben für das Fernrohr, zum nachher, und du hast das müssen halt schauen, dass es mit der Umgebung zusammenpasst, damit du den Schatz wieder findest. Das ist echt clever gewesen. Das habe ich wirklich, wirklich cool gefunden. Ja, das wird mir bleiben. Das ist mir so krass dort schon eingefahren, einfach weil es so eine tolle Idee ist. Und das ist eine von diesen Sachen, die mir wird bleiben, auch wenn ich das Game vielleicht nicht mehr genau im Kopf wird haben, vor allem jetzt der letzte Teil. Ich habe es übrigens relativ cool gefunden, dass sie das mal mit sehr wenig Charakteren hantiert haben. Jawohl. Und sie haben auch relativ krass rein können, weil durch das ja alle Charaktere schon bekannt sind, hat es gar keine Exposition gebraucht. Stimmt, ja. Also sie sind im Prinzip, man könnte fast sagen, sie haben den ersten Akt übersprungen und sind direkt in den zweiten rein, mehr oder weniger. Naja gut, ich meine, wir haben den ersten Akt eigentlich, ja alle. Ja, okay, nein, das stimmt nicht. Das ist chronologisch gesehen das Früheste, was wir je gesehen haben, das stimmt. Genau. Aber ja. Genau. Das ist ja so chronologisch gesehen der Anfang, oder? Stimmt, wir kennen den Vater, wir kennen die Mutter, wir kennen gewisse Leute, die erwähnt worden sind. Stimmt, ja. Du hast recht. Ja. Also vor allem vom Originalspiel natürlich aus, oder? Genau, ja. Was ich noch lustig gefunden habe, ist, wo Max, wo du kannst im Zimmer rumlaufen am Anfang von der Episode von der Rachel, von der Chloe, und du kannst irgendwo siehst ein Blatt mit den Noten und allem Möglichen. Und die Chloe ist irgendwie in allem gut. Also sie ist irgendwie eine Musterschülerin. Und dann habe ich so gedacht, wow, okay, weißt du, lange blonde Haare, sie ist gut in der Schule, sie ist ein bisschen wie die Rachel eigentlich. Die Rachel, wenn wir sie jetzt kennen aus diesen 3 Episoden, oder? Und dann habe ich so gedacht, das macht sogar noch mehr Sinn, warum das Chloe sich so hingezogen gefühlt hat zu ihr. Sie hat eine Art eine Version von sich selber gesehen, wo sie mal war, wo sie vielleicht wieder gern sein, oder? Die perfekte Aushängeschildtochter, oder? Wo gut in der Schule ist und irgendwie einfach beliebt ist und gut ankommt und einfach gut ist in der Schule und alles kann eine Art, oder? Und einfach Ja, voll. Sie hat das Potenzial gehabt. ja. Stimmt. Und halt einfach wegen äußeren Einflüssen, die sie nicht kontrollieren konnten, einfach vieles schief gegangen ist und irgendwann mal so ein bisschen den Fuck-it-Modus drin hat, was absolut verständlich ist, oder? Absolut. So ein bisschen die Sehnsucht nach etwas, was sie nicht mehr so greifen kann, irgendwie so. Ja, genau. Ja, gibt es noch irgendetwas, was wir loswerden zu dieser sehr kurzen, aber herzigen Episode?
Herzig ist, glaube ich, das perfekte Wort. Es ist keine nötige Folge, es ist keine Folge, die uns irgendwie einen besonderen Aspekt bringt oder besonders eine Relevanz hat, weil wir alles schon gesehen haben. Aber es ist gleich nochmal ein letztes Mal in die Welt eintauchen. Und ich habe ja, glaube ich, schon in meinem Podcast gesagt, das ist für mich schon bei Before a Storm generell so gewesen. Nur schon fürs Zurückkommen in die Welt habe ich Freude gehabt. Das ist jetzt ein bisschen speziell, weil es halt wirklich, jetzt weißt du, wirst Max ziemlich sicher nicht mehr spielen. Es ist ja zwar ein Life is Strange 2 unterwegs, aber ziemlich sicher nicht mit dem Max. Und das habe ich cool gefunden, irgendwie. Nochmal rein und auch irgendwie, trotz dass das halt wieder eine Episode war, ohne Spezialfähigkeiten oder etwas. Ja. Und das man ja auch ohne die Talk-Funktion. Ah ja, stimmt, ja, logisch. Einfach, wirklich, es war wirklich nur ein Zuschauen gewesen. Ein bisschen interaktiver Film. Und zwar interaktiv wirklich nur aufs Nötigste beschränkt, dass du den Controller überhaupt brauchst. Stimmt, ja. Trotzdem ist es, vielleicht hat es auch das gerade ein bisschen herzig gemacht. Es ist das wirklich noch ein Zuschauen gewesen, ohne wichtige Funktionen, und es ist sogar noch ein bisschen vor einer wirklichen Coming-of-Age-Geschichte gewesen, weil sie halt wirklich einfach noch Anfang Teenager gewesen sind. Stimmt, ja. Die sind irgendwie 13 oder irgendetwas, sind sie ja, glaube ich, da. Genau. Ja, genau. Jetzt, das Einzige, was ich jetzt an dieser Episode zu kritisieren hätte, wäre, und das hat nicht mit dem DLC selber etwas zu tun, sondern dass du eigentlich noch zahlst für das. Ich meine, klar, auf eine Art ist es auch nicht cool zu sagen, hey, das wäre jetzt etwas, was wir uns hätten gratis geben können, aber es hat sich angefühlt wie etwas, weißt du, wo Developers sagen, hey komm, das ist noch ein Geschenk für euch, oder? Als Dank dafür, dass ihr jetzt voll dabei sind die ganze Zeit. Und ich finde, es war so kurz gewesen und ich habe nicht das Gefühl, dass es wahnsinnig viel Arbeit gegeben hat für das, um das zu machen. Die meiste Arbeit, die sie jetzt wahrscheinlich hatten, um das zu machen, war das Voice Acting gewesen. Und gewisse Puzzle, so Umschieb-Puzzle und so. Aber sonst ist eigentlich das meiste ja schon da gewesen, oder? Und ich weiß gar nicht mehr auswendig, was es gekostet hat, aber wie seht ihr das? Habt ihr das nötig gefunden, dass wir jetzt da separat noch etwas haben müssen zahlen für das, oder wäre das etwas gewesen, das jetzt dabei sein im Grundpaket? Es ist schwierig, es ist ja im Deluxe ja dabei gewesen, aber die ist ja teurer gewesen. Ich glaube 6 oder 7 Stutz teurer. Und es stimmt schon, so ein bisschen in dem Hinblick ist es vielleicht ein bisschen zu extrem teurer gewesen. Dass es ein bisschen mehr kostet, ist okay gewesen, weil in der Deluxe hat es noch irgendetwas anderes drin. Aber vielleicht ist die Differenz ein bisschen zu gross gewesen. Andi? Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite in der Deluxe hast du nicht nur das Game gehabt, sondern auch noch den Soundtrack. Auf der anderen Seite muss ich sagen, früher war die Deluxe noch, bist eine Box kaufen, da hast du noch eine Figur dazu gehabt zum Aufstellen und vielleicht ein Shirt rein, und heute ist halt digital. Ja. Und dann hast du einfach wirklich nur den rausgebounceden Soundtrack, den du einfach auch selber kannst ziehen sonst. Und und halt die Bonusfolge. Ich verstand, dass sie für das noch ein bisschen etwas, dass sie mit dem etwas rausholen. Aber wenn ich jetzt nur die Episoden anschaue und wenn ich sehe, es sind im Prinzip der Sound, ein paar T-Shirts in-game und die Episode gewesen. Und ja, es war okay gewesen, weil ich es gerne gespielt habe, aber hat es nicht zwingend gebraucht. So, und die Episode ist jetzt auch, wie du sagst, ich meine, das eine Schieberätsel dort in dem Estrich oben rechtfertigt einfach den Preis nicht. Das stimmt. Ja. Es ist eher ein Fanservice, also das schon. Also so fühlt es sich ein bisschen an. Ganz genau, das ist das, was ich eben auch das Gefühl habe, oder? Ich meine, das ist absolut nicht etwas Schlechtes, oder? Fanservice kann etwas Gutes sein. Und ich finde, in dem Fall wäre das gratis, glaube ich, okay gewesen. Weil es ist ja nicht so, dass Square Enix irgendein Indie-Developer ist oder so, der kein Geld hat. Die Leute, die haben ja den Kohle, also das sollte kein Problem sein. Aber ja. Aber sie haben sich selber ein bisschen rechtfertigen. Ich meine, sie haben ja nicht für nichts so extrem angekündigt, nonstop, dass die Originalsprecher dabei sind. Sie haben das wirklich extrem vorgeholt, während sie nicht gross etwas dergleichen tun haben, dass es bei Before a Storm andere Sprecher sind. Also sie haben da schon ein bisschen selber gemerkt, hey, wir müssen das noch ein bisschen geschickt verkaufen. Ja. Weil halt eben einfach der Soundtrack nicht langt. Stimmt, Soundtrack. Ich meine, das ist etwas, was ja eigentlich immer relativ wichtig ist in diesen Games. Ich
mag mich nicht erinnern, dass es etwas gegeben hat in dieser Episode. Irgendetwas interessantes Soundtrack-mäßiges. Es hat einen Moment gegeben, wo du aufs Sofa sitzen konntest, während Chloe am Skizzieren ist, etwas am Zeichnen ist. Oder das sind so die Momente, wo die Musik kommt, aber dort mag ich mich jetzt gerade nicht erinnern, ob irgendetwas kommt. Es kommt Musik und oben im Estrich hast du auch anhocken und ihr zuschauen. Es kommt schon etwas, aber ich weiss nicht, ob das einfach eins ist, was es schon gegeben hat, was es sonst gibt. Oder ob das jetzt neu ist, könnte ich auch nicht sagen. Ja, ist lustig. Weil sonst habe ich gefragt, die Musik, also bei mir ist es so, mir ist die Musik jedes Mal eingefahren, wenn ich irgendein cooles Lied gehört habe oder so. In allen Teilen bis jetzt. Aber da, keine Ahnung, ich wüsste jetzt nichts mehr. Aber ja. Gut, gibt es noch irgendetwas, was wir loswerden wollen? Weil sonst würde ich sagen, fahren wir weiter. Von mir aus kann es weitergehen. Gut, also. Dann, mich würde es noch wundern, wenn du uns noch ein bisschen erzählen willst, wie du das Originalgame erfahren hast. Wie hast du das gespielt? Wie hast du das gefunden? Hast du gespielt, weißt, jede Episode einzeln oder wenn alles rausgekommen ist? Deutsch, Englisch? Was ist so deine Meinung, so allgemein, so schnell zusammengefasst zum Gameplay, zu der Story? Ja, Deutsch geht es ja nicht, also nur mit Untertiteln. Genau, ist ja Englisch, aber mit Untertiteln natürlich. Aber nein, ich habe eigentlich gewartet. Ich habe immer nur darüber gehört und so. Viele haben gesagt, sehr cool und so. Und irgendwann, wo dann alles draussen war, was dann noch im Sale war, dort habe ich es mir mal geholt und dann quasi alle Episoden dann am Stück gespielt. Also ich habe es nicht episodisch gespielt, ich habe es wirklich dann quasi als ein Game gespielt. Natürlich habe ich eine Pause gemacht und dann ein paar Tage später dann quasi Episode 2 am Stück so ein bisschen so gespielt. Ein paar Tage, okay. Ich habe Monate gewartet zwischen den einzelnen Teilen. Ich bin der Einzige, der das so gespielt hat. Das war der Horror, Alex. Weißt du, okay, früher ein bisschen länger warten, dafür kannst du es nachher geniessen am Stück. Ja. Nein, auf jeden Fall. Also ich habe das gesamt so erlebt und also mich hat es damals recht umgehauen. Also es gibt so wenig Game, wo ich sagen würde im Nachhinein, das ist so ein bisschen so wie ein Back to the Future, wo ich denke, hammergeil, aber wo quasi fantastisch ist, wo einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und das hat es hinterlassen für mich, das Life is Strange. Ich habe auch wirklich das Spiel nur einmal gespielt, aber das ist so ein bisschen, also ich spiele sehr wenig Spiele mehrmals und ich habe dann auch versucht, mit diesen Entscheidungen zu leben. Ich bin ziemlich stolz auf mich gewesen, denn ich habe es geschafft, Kate zu retten im ersten Durchgang. Oh, wow. Hure knapp. Ich habe Gott sei Dank lang genug in ihrem Zimmer rumgeguckselt, aber auch nicht alles. Und nachher habe ich es ein bisschen bereut. Das ist für mich ein recht emotionaler Moment, wo du halt einfach merkst, Scheiße. Ja. Schaust das an und hast nicht alles, weil sie dich vielleicht auch ein bisschen hast auch weiter und so. Hast auch nicht immer nur wollen, sie nur noch trösten, hast auch ein bisschen weiter und nachher merkst du, oh Scheiße. Ja, das ist eine von der coolsten Parallelen, die ich finde. Gut, Parallelen. Ich meine, es ist wie im echten Leben, oder? Wenn du im echten Leben auf dem Dach oben stehst, dann hast du in dem Moment auch nicht. Du hast vorher auch nicht gewusst, dass du dich vorbereiten musst auf die Diskussion. Und dass das, was du gelernt hast, jetzt wichtig ist in dem Moment, weißt du ja vorher nicht, wenn du das Zimmer durchlaufst, oder? Wenn du es ja weißt, dann ist klar, dann schaust du alles an und tust dir alles merken oder so. Aber wenn du einfach dich in einem Raum befindest von einer Person und schaust ein bisschen Zeugs an, dann denkst du in dem Moment nicht, oh, ich muss alles lesen, für den Fall, dass die Person vielleicht Selbstmord begehen und ich das Zeugs muss auswendig wissen. Genau. Und ihr habt es ist so schön. Ihr habt es gehört, meine Damen und Herren. Wenn ihr nicht in fremden Zimmern rumschnüffeln, springen Menschen von Dächern. Oh. Nein, Menschen springen so oder so von Dächern. Du musst in den Zimmer rumschnüffeln, damit du sie davon abhalten kannst. Genau. So funktioniert es. Oder dazu treiben, je nachdem. Brechen wir überall ein und schauen alle Wohnungen an. Genau, bei allen auf der Welt. Genau. Nein, aber im Ernst, es ist einfach ein schöner Moment von Wertschätzung, wo du quasi einer Person gegenüber, auch eine Person, wo du vielleicht nicht mega magst, wo du nicht möchtest Best Buddies werden oder so, aber wie wichtig ist die Person und wie schnell vergisst du Sachen, wo die Person gesagt hat oder nicht, und das ist so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, vor allem auch, wenn dann natürlich
Gameplay-Feature in dem Moment einfach sagt, so ein bisschen, okay, das ist so sicher ein prägender Moment. Das habe ich so genial gefunden. Vielleicht, ich meine, vieles dort wenn wir ja nicht gehen, ich glaube, das langweilt sonst die vergangenen Zuhörer. Ich glaube, interessant könnte ja wahrscheinlich noch die Endentscheidung sein. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Hauptfrage. Ja, natürlich. Weil der Andi, sorry. Der Andi und ich, wir haben nicht die gleiche Entscheidung getroffen, was das angeht, glaube ich, oder? Ja. Genau, ja, nein, haben wir nicht. Genau. Und also ich habe mich damals entschieden für die Chloe, aber aus einem ganz... Tatsächlich. Ha, Chris, du hast ihn! Aber, und das ist entscheidend, aus einem anderen Grund. Ich habe mir, und zwar so ein bisschen aus der Idee aus, okay, wir haben jetzt das Spiel gespielt, wir haben andauernd Zeit manipuliert und jedes Mal ist es immer abgehackter und schlimmer und schlechter geworden. Und wenn ich jetzt quasi nochmal Zeit zurückstelle und nochmal alles verändere, dann habe ich eigentlich aus meinen Daten nichts gelernt. Das war so ein bisschen der Hintergrund, wo ich es mir versucht habe, quasi zu sagen. Und darum habe ich gesagt, nein, jetzt verreissen wir es und wir tun nicht mehr die Zeit manipulieren. Okay. Das hat mich so ein bisschen an den Butterfly-Effekt-Moment erinnert, weil wo er ja auch jedes Mal, wo eine Zeit quasi weitergemacht hat, ist es immer schlimmer geworden und so. Und eigentlich die Story daraus lieber nichts mehr machen und es gibt manchmal auch... Ja, aber die Lösung bei Butterfly Effect ist ja am Schluss eigentlich auch das gewesen, dass er an Anfang zurückgereist ist und verhindert hat, dass das überhaupt alles anfängt. Genau, das habe ich dann auch gecheckt, als ich euren Podcast gelesen habe. Aber in dem Moment, wo ich es gegebt habe, habe ich das nicht gecheckt. Und der schöne Nebeneffekt war, ja komm, dann bist du halt zusammen mit der Chloe, ist ja cool. Aber das finde ich einen mega interessanten Aspekt. Ich habe nie über das nachgedacht und das macht durchaus Sinn. Aber eben meine Rechtfertigung, abgesehen davon, dass dass halt die Mehrheit für mich retten mehr Sinn macht als eine einzige Person, aber wenn das jemand ist, den du liebst, dazu habe ich halt einfach gedacht, oder, wenn das alles entstanden ist, weil sie es erstmal dort Zeit manipuliert hat, was natürlich so eine Art ein Kreislauf ist am Schluss, oder? Wenn du das kannst unterbrechen, dann nachher tut das ja eine Art wie das ganze Resetten, oder? Das ist wahrscheinlich die Idee dahinter gewesen. Aber ob das dann, das nimmt mich jetzt auch ein Wunder, oder? Ob je nachdem, welche Entscheidung das sie jetzt als Canon anschauen fürs nächste Game, ob das Auswirkungen haben wird. Genau. Und das würde mich durchaus interessieren, ja. Das ist schon interessant, ja. Ja. Also laut bisherigem Output von den Macher vom ersten Teil wird der zweite Teil nicht mehr mit diesen Charakteren und an dem Ort spielen. Okay. Ich weiß nicht, ob da noch irgendetwas daran geändert wird. Also es ist komplett unabhängig? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob sich irgendetwas noch daran ändern wird. Ich hoffe, es wird nicht so Lost-mäßig, dass sie alles zusammenführen und dann total verkacken. Aber in dem Fall, wenn das wirklich so sein wird, werden wir das nicht herausfinden, was da Kanon angeht. Ja, das macht auch Sinn. Ich glaube, es ist aber auch gut so, weil irgendwo muss es offen bleiben. Das macht ja auch ein bisschen den Reiz von einer guten Geschichte, denke ich, aus. Sicher, ja. Vor allem, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen eine Fortsetzung, das ist das Canon-Ende, dann haben 50% der Spieler gedacht, ja, okay, in dem Fall ist einfach mein Ende, das ich für mich ausgewählt habe, würdest du mir sagen, ist einfach, das existiert nicht oder das hat keine Rechtfertigung, das hat keine Daseinsberechtigung. Und wenn du... Und hier an diesem Punkt möchte ich allen Star Wars Bücherleser einen herzlichen Gruß mit auf den Weg geben. Das ist etwas anderes. Das ist etwas anderes. Man kann es ja dennoch geniessen, dass man die alten Geschichten noch kennt hat und gut gefunden hat. Genau, ja. Absolut. Das sind ja Legenden jetzt, das von dem her. Ja, Legends, Genau. Gut, aber eben, der Andi und ich, wir sind dem ganzen Before the Storm, glaube ich, ein bisschen positiver gegenüber gestanden als der Phil. Und der Andi und ich, wir haben jetzt immer wieder mal ein bisschen so ein bisschen erzählt, was wir cool und nicht so cool finden. Jetzt nimmt es mich Wunder, Phil, was an Before the Storm ist nicht so dein Ding gewesen da? Was stört dich? Was hättest du gerne anders gehabt? Also, ich muss vielleicht erstmal ein bisschen korrigieren, wenn es heisst, ich habe es nicht gut gefunden, ist das vielleicht falsch. Sagen wir es so, ich habe es einfach nicht so gut gefunden.
Okay. Ich würde sagen, für mich gibt es so ein bisschen einen Unterschied zwischen das Spiel ist okay, es ist cool, es ist gut und das Spiel ist fantastisch. Ja, logisch, ja. Und das erste ist für mich einfach wirklich das fantastisch gewesen und es hat halt eine höhere Messlatte gesetzt. Und ich glaube, sehr vieles steht auch immer in Verbindung zu was ist meine Erwartungshaltung, oder, zu einem neuen Teil. Und damit steht und fällt natürlich auch dann das finale Urteil. Und ich sehe es ein bisschen in dieser Relation gibt es einfach Punkte, wo ich sagen muss, okay, also das muss man einfach sagen, im Großen und Ganzen habe ich es genossen und ich finde es keine Geldverschwendung oder es hat mich genervt oder so, das auf jeden Fall nicht. Du würdest Before the Storm weiterhin empfehlen jemandem, wo Life is Strange gut gefunden hat? Das auf jeden Fall, genau. Okay, gut. Okay, so gut, ja. Aber eben, würde einfach mal gerne vielleicht eben ein paar Punkte, die ich ein bisschen kritischer gesehen mal so ein bisschen die Runde werfen, wo man darüber reden könnte. Ja, gern. Fangen wir vielleicht eben mal mit dem Thema von der Hauptstory an. So ein bisschen, also was die Erwartungshaltung ist, zusammen mit was macht ein vollwertiger Nachfolger aus, also was braucht das und was macht quasi so ein bisschen, sagen wir mal in kleineren Rahmen, haben wir irgendwie ein Story-DLC oder so, nehmen wir irgendwie Last of Us und dann gibt es wie hat er gleich Left Behind Story DLC, sowas, was da quasi so ein bisschen, okay, wir nehmen nochmal ein bisschen die gleichen Charakter und erzählen nochmal etwas drumherum und ich bin halt ein bisschen mit der Erwartungshaltung von einem vollwertigen Nachfolger dahinter gegangen, haben wir ein bisschen neue Einflüsse auch erwartet und das ist doch das, was ich mir vermisst habe. Also man hat sehr viel gesehen, was kopiert worden ist. Der ganze Art Design, ich habe es so cool, so unique gefunden. Der Menüscreen zum Beispiel, der sich nach jeder Episode verändert und das hat es wieder gehabt. Und in dieser Hinsicht hat man so ein bisschen etwas Eigenes von den Entwicklern, etwas Neues gefällt, wo so ein bisschen sagen, es ist einfach, okay, wir haben den Menüscreen, machen wir wieder so. Wir haben Fotos gehabt, jetzt machen wir Graffiti. Wir haben eine Zeitreisefunktion gehabt, okay, können wir nicht machen, okay, ja, machen wir so ein Talkback-Feature. Ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber in die Richtung hat es einfach sehr viel quasi kopiert und nicht überall quasi den komplett eigenen Input reingebracht, quasi etwas Eigenes erschaffen. Es ist halt quasi auf dem Gerüst vom anderen. Oder wie haben die jetzt das gesehen? Ja. Oder zu dem also für dich ist es als Fortsetzung zu wenig originell gewesen, würdest du sagen, eine Art? Ja, gut umschrieben Okay, eigentlich, ja. Ein Ja. kurzer Satz. Also wenn jetzt das eben, wie du eigentlich erwähnt hast, wenn jetzt das als DLC für das Original rausgekommen wäre, sozusagen, dann hättest du es eigentlich fantastisch gefunden, wahrscheinlich, oder? Ja, oder ich denke, dann würde man es einfach ein bisschen unter einem anderen Aspekt anschauen. Ich bin mir nicht sicher, zahlt man gleich viel für die Episoden? Ich meine, es ist natürlich insgesamt günstiger, weil es nur 3 Episoden waren. Bin mir nicht sicher, ob man gleich viel gezahlt hat pro Episode. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Das ist so lange her. Ja, auf jeden Fall, das ist es so ein bisschen. Genau. Ja gut, gell, aber ich meine, auf der einen Seite ist natürlich schon... ich habe gemeint, gut, ich habe wahrscheinlich eine andere Erwartungshaltung gehabt, weil ich habe eigentlich relativ früh schon gewusst, das ist ein Prequel, das ist nicht die Fortsetzung, oder? Die Fortsetzung wird dann mal nachkommen. Und danach hat es dann auch geheißen, es ist von einem anderen Studio und es sind nur 3 Episoden. Und dann habe ich relativ schnell mal gemerkt, okay, das ist nicht das Ding, weißt du, Life is Strange 2 überhaupt nicht, oder? Und darum habe ich eigentlich, glaube meine Erwartungen ein bisschen abgeschraubt gehabt, oder? Und darum habe ich jetzt eigentlich cool gefunden, dass wir uns, weißt nicht nur, dass wir wieder nach Arcadia Bay gegangen sind und weißt dort, wo wir uns daheim fühlen, sondern auch in der Game-Mechaniken und in der Ästhetik und in der Musik und all das Zeugs. Es ist so ein bisschen, eben... das Homecoming. Du hast einen guten... Ja, genau, ganz genau. Du gehst wieder so ein bisschen, du gehst zu deinem guten Kollegen, den du jetzt 2 Jahre lang nicht gesehen hast, wieder mal auf Besuch und dann seine Eltern machen dein Lieblingsessen und du bist einfach wieder mal so ein bisschen dort und so und du geniessest das, oder? Und es muss nicht komplett neu eingerichtet sein oder neue Möbel haben oder so, es ist immer noch angenehm und chillig. Und
die grösseren Erwartungen habe ich jetzt an ein Life is Strange 2, oder halt. Aber wir wissen natürlich auch fast nichts über das. Ja. Aber ich sehe absolut, was du meinst, oder? Und wie gesagt, es ist, ich meine es ja auch gar vielleicht nicht. hätte es das besser können. Ja, nein, ich verstehe dich absolut. Und ich habe das Gefühl, es wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn sie es. Vielleicht hätte es noch ein bisschen besser können ankündigen oder besser erklären im Voraus, oder? Was ist es genau, was in dem Game kommt? Und für wer ist es und was darf man erwarten und was nicht? Aber, ja. Es ist ja eigentlich klar gewesen, also es ist wirklich schon ein bisschen auf höherem Niveau, wenn ich jetzt da rummotze und rummeckere und kritisiere und so. Ich meine, es ist ja klar gewesen, es ist ein Prequel und das sagt ja auch Ding und vielleicht ist es auch ein bisschen der Gesamtumfang von der Story, wo natürlich einfach schon nur, weil es ein Prequel ist, weil man kann ja nicht Sachen erfinden, wo der Spieler, der das erste gespielt hat, gar nicht kennt. Das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht einen neuen Twist machen, und dann, das muss ja noch aufgehen. Das heisst, man hat ja eigentlich die Vorgeschichte quasi schon gekannt, im Groben. Gut, sehr grob. Im Groben, also man hat gewusst, ich meine, ungefähr. Und natürlich hat so eine Geschichte auch gar nicht mehr so ein Potenzial quasi auf die unglaubliche Vielfältigkeit. Ja, sobald du halt ein Prequel machst und je näher dass der am Original zu ist, desto schwieriger wird es, um etwas zu machen, was die Leute nicht kennen. Genau. Ja? Und das spielt ja jetzt 3 Jahre vor dem Originalgame. Und, oder 2 Jahre. Und das wäre extrem schwierig gewesen, da irgendetwas Weltbewegendes einzubauen oder so. Weil du ja eigentlich weißt, wie die meisten Sachen ausgehen. Genau. Und außer du sagst, okay, es hat ein paar Enden drin, die nicht kompatibel sind mit dem Originalgame, oder? So ein bisschen als eine parallele Story, Paralleluniversum, was weiß ich, oder? Das ist die Idee von der Jasmin gewesen, oder? Vielleicht passiert am Schluss irgendetwas mega anderes und dann heisst es, das ist so eine Was-wäre-wenn-Story oder es spielt in einem Paralleluniversum oder irgend so etwas Sichs. Genau, und aber eben, das ist eben so ein Punkt, wo ich ja in der Episode 2 darüber geredet habe, wer die Frau da ist, was die Mutter ist und so, was? Oder ist das Episode? Ich weiß nicht mehr welches, wo ich ja so ein bisschen anfangen, wer reist haben, du deine Theorie und der Andi seine Theorie, dass sie quasi auch so eine Zeitreise macht und so. Das wäre so ein... Was? Das wäre so ein... Clou. Ja, sie hat doch gelächelt. beim Abschlussabspann hat sie so ein bisschen gelächelt und man hat ja ihr Gesicht nicht gesehen. Ja. Und dann haben die so ein bisschen die Theorien aufgestellt, wer sie könnte sein. Doctor Who. Stimmt. Sie ist Doctor Who. Genau. Ja. Oh mein Gott, das wäre so geil! Und, oder das vielleicht, das hat vielleicht noch so ein bisschen den Wow-Effekt gemacht, weil wenn man das Originalspiel anschaut, das Original ist nicht einfach nur ein Teenie-Drama mit ein bisschen, es hat noch Zeitreise-Ding, es hat noch Psychothriller drin, es hat noch es geht um Verlust, es geht ums Erwachsenwerden, es geht um Murder Mystery. Ja, es hat extrem viel drin und das Neue ist halt ein Teenie-Drama mit lesbische Beziehung. Ja. Und das war's. Also das ganze Spiel ist deutlich im kleineren Rahmen und so hat mich dann quasi auch, wie soll ich sagen, so quasi meine Emotionswolke natürlich auch ein bisschen kleiner gespielt als jetzt im Life is Strange oder so. Ja. Aber eben, das macht ja schon die Grundstory an sich kann natürlich gar nicht so viel davon, sagen wir mal, auszeigen. Also gar nicht so viel machen daraus. Wie in einem komplett neuen Spiel. Wie hast du Talkback-Mechanik gefunden? Als Ersatz in Anführungs- und Schlusszeichen für Zeitmanipuliermechanik? Ja, zwiegespalten, ehrlich gesagt. Das erste Mal hat man ja mit dem Türsteher da. Türsteher. Quasi als Tutorial und so. Und dann habe ich... Ist das nicht der Türsteher? Ich habe gehört, der ist auf der Insel Yamatai gewesen, mit der Lara Croft, oder? Stimmt! Jetzt was sagst, stimmt voll. Er sieht doch genau gleich aus. Ja, darum hätte dich ja reinlassen, weil der ist ja auch voll ein netter Typ gewesen. Stimmt, hä? Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Kein Problem.
Ja, da hat man gedacht, okay, ja, cool. Also, ja, ich zuerst ein bisschen Angst, oh, jetzt muss ich hören und dann, wenn ich es wieder nicht verstehe. Aber sie haben es eigentlich noch an sich herausfinden, so das Rauspicken von der Wörter ist eigentlich noch ganz cool gemacht gewesen. Ich habe eigentlich schade gefunden, es ist viel zu wenig eingesetzt worden. Und die Mal, wo es eingesetzt worden ist, hat es eigentlich gar nicht ausgemacht, ob du nachher geschafft hast oder nicht. Und das, ganz genau, das ist ein grosses Problem, hat es mir gedacht. Ja. Das ist genau das, was ich eben auch gedacht habe. Du schaust es an und denkst, ja, okay, es ist noch eine coole Mechanik, oder? Du musst mal ein bisschen mehr aufpassen in einem Gespräch und kannst nicht einfach durchklicken. Aber eben, wie du gerade gesagt hast, es spielt keine Rolle am Schluss. So, in dem Moment denkst du so, oh nein, ich muss schauen. Aber schlussendlich schaust du zurück und denkst, was genau hat jetzt das zum Spielerlebnis beigetragen? Ja, nicht einmal zur Story. Eigentlich. Ja, eben, genau, weder zum Gameplay noch zu der Story. Und es hat mich ein bisschen erinnert, wie du mir erzählt hast, wo du Beyond Two Souls gespielt hast. Magst du dich noch erinnern auf der PS3? Nein, was? Das Game mit Alan Page und dem William Dafoe. Ja, das Game, ja. Und ich weiss, wir haben es hier gleichzeitig gespielt, als es rausgekommen ist. Und danach hast du es nochmal gespielt. Und hast gesagt, du hättest den Controller immer angelegt in Action-Sequenzen. Außer bei den Tutorials. Und weil die Kämpfe, die sind alle so, du musst ja mitkämpfen und so Zeugs, aber schlussendlich spielt es keine Rolle. Also du kannst voll verschlagen werden und schlussendlich kommst du trotzdem weiter. Genau. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was mir wieder eingefallen ist in dem Moment. Es hat keine Konsequenzen, die Mechanik, es spielt keine Rolle. Hingegen in Life is Strange im Original, wenn du nicht... Ich denke, das ist anders nicht gegangen. Ja, wenn du nicht zurückspulst, dann nachher stirbst, oder? Aber ja, ich sehe das Problem eben auch. Und ich habe das Gefühl, über das haben sich sicher die Game Designer auch Gedanken gemacht, oder? Wie machen wir das? Irgendetwas müssen wir haben, aber es kann nicht einen allzu krassen Einfluss haben, weil... Ja, es gibt keinen Failed State, oder? Mich kommt es verstehen, sie haben das so ein bisschen eingebaut und dann haben sie gemerkt, dass das Testspieler es nicht checken, die richtigen Wörter zu finden. Und dann haben sie gemerkt, sie dürfen es nicht so gameplay-relevant machen und haben es wieder ein bisschen abgestuft. So ist es mir ein bisschen übergekommen. Ja. Yeah. Ich habe das Gefühl, sie haben es sich relativ einfach gemacht, weil das Spiel halt, der Ableger halt doch muss relativ straightforward sein und erstens haben sie haben schon mal die Möglichkeit gar nicht mehr gehabt, um das Spielelement einzubauen, wo die Relevanz hat wie im Urteil. Und die Talkback-Funktion ist so eine Mittel zum Zweck im Prinzip, wo aber die paar wenigen Episoden, die ja doch sehr auf den Punkt gerichtet sind und einfach, ich sage so, die gewissen Episoden müssen, oder die gewissen Stationen müssen abhandeln, dass es die einfachste Methode war, zu sagen, hey, schau jetzt, es behaltet dich ein bisschen in dieser Welt drin, es zieht dich nicht raus durch die Auswahl der Gespräche, aber egal was du machst, die Story geht weiter. Weil ich habe das Gefühl gehabt, die ganze Story ist darauf aufgebaut gewesen, dich wie als wärst du an einer Schnur dran und jemand zieht dich, weißt du, so wie bei diesen Spielzeugen. Ja. Es ist immer, auch die Beziehung zwischen der Rachel und der Chloe ist sehr schnell gegangen, sehr schnell sind sie dann mehr oder weniger ein Pärchen gewesen. Es ist alles sehr zack für gerichtet gewesen. Und das hat natürlich nicht gebrochen werden durch die Game-Funktion. Und darum haben sie das auch relativ irrelevant gemacht. Aber sie haben natürlich gewusst, es war irgendetwas da vorher, also irgendeine Funktion hat es vorher gegeben. Und das war der Aufhänger von dem ganzen Game, nämlich nicht die Story und nicht die latente homosexuelle Beziehung zwischen den zwei Mädchen, nichts, sondern Aufhänger war, hey, du kannst zurückreisen, Sachen ändern und dich wieder umentscheiden etc. Diesen Aufhänger haben sie jetzt nicht gehabt, also haben sie irgendetwas gebraucht, was sie ankündigen können, als hey, das ist die neue, mega krasse Game-Funktion. Stimmt, das so ein bisschen als Marketing nutzen. Ja. Genau. Aber für das war es definitiv nicht überwältigend gewesen, eigentlich. Es gibt für mich jetzt persönlich ein Talkback-Ding, wo mir ein bisschen quasi, wo mir ein bisschen geblieben ist, ein bisschen emotional geblieben ist. Und zwar ist es dort, wo sie hat in die Schule reingehen und dann der Skip da rauskommt. Der, der in der Band spielt, wo sie eigentlich, man merkt ja, es ist eigentlich voll cool mit dem auskommen und so. Sie hätten eigentlich mögen. Und sie hat aber dort durchwählen und wenn du es geschafft hast, hast du ihn massiv beleidigt. Eigentlich gegen dein Naturell quasi. Und dass er dann, glaube ich, gekündigt worden ist und so. Genau. Und das... Bei mir ist er nicht gekündigt worden. Okay. Und das finde ich doch, das ist so der Moment, wo
da hat es eine Auswirkung gehabt. Zwar nicht auf die Hauptstory, aber zumindest auf die Nebenstory. Man hat quasi zum Wohle von etwas anderem einen anderen Menschen müssen, bös gesagt, niedermachen. Und das war eigentlich der einzige Moment, wo das wirklich gut war. Chris, das haben wir auch gemerkt, beim Sicherheitsangestellten, wo ich gesagt habe, er hat gekündigt und bei dir hat er nicht gekündigt dort, an dieser Stelle. Genau, ja. Das ist so, ja. Aber es ist sehr fest Telltale gewesen. Also die ganze Before a Storm ist im Prinzip sehr, eben genau durch das die Fähigkeit vom Zeit zurückdrehen nicht da war und durch Bilder, Gumpen etc. ist es wirklich im Prinzip ein Telltale-Spiel gewesen. Mhm. Es hat dann weniger, sagen wir mal, weitreichende Entscheidungsmöglichkeiten gegeben, als zum Beispiel im Original. Also der Tani. Ja, aber eben, gell, das ist halt wie das Prequel-Problem. Gell? Genau. Du kannst nicht irgendwelche krassen Entscheidungen treffen oder so. Du kannst nicht. Und ich habe eben das Gefühl, darum ist die Entscheidung mit dem Sicherheitsangestellten so interessant gewesen, weil er ist nicht vorgekommen im Originalgame. Das heisst, was mit ihm passiert, spielt keine Rolle. Du kannst machen, was du willst. Du kannst verschiedene Sachen machen. Du kannst Konsequenzen haben, die in verschiedene Richtungen gehen. Genau. Oder? Weil im Originalgame haben wir den nicht gesehen. Das heisst, und genauso die Eltern von der Rachel auch nicht. Du hast nicht gewusst, wer das die sind oder was die machen im Originalgame. Du hast keine Ahnung gehabt von denen. Du hast gewusst, dass die Rachel existiert hat und das war alles gewesen. Und darum hast du mit ihren Eltern eigentlich mehr Freiheit gehabt. Und das ist halt, je mehr Originalcharaktere das du nimmst in einem Prequel, desto mehr bist du eingeschränkt. Weil es muss ja alles wieder zusammenfließen am Schluss. In den Status quo, wo halt das Originalgame hatte am Anfang, oder? Und darum hat mich Beziehung zwischen dem David und der Chloe auch genervt, weil du hast gewusst, egal was du probierst, egal was du machst, versuchst du jetzt gut auszukommen mit dem nicht oder bist du der Rebell und so, bla bla bla. Schlussendlich spielt es keine Rolle, weil die hassen sich in 3 Jahren. Oder? Also warum sollte ich mir jetzt Mühe geben? Und gleichzeitig hat halt das Game immer wieder so versucht, so, hey komm, der David ist gar nicht so ein Böse und er versucht eigentlich wirklich, weißt du, er gibt sich Mühe und so und du denkst, ja okay, ich sehe das schon, aber gleichzeitig weiss ich in meinem Kopf, in 3 Jahren ist alles scheiße zwischen diesen zwei, also why do I care? Ja, das stimmt. Also mein Hauptproblem mit dem Ganzen, also David ist generell für mich schwierig gewesen, weil er ist zu nett dargestellt worden. Ich habe allgemein das Gefühl, Dialoge, die geschriebenen, kommen nicht an den ersten Teil an. Definitiv nicht, und ja. auch die Ambivalenz. Vielleicht ist es auch, weil sie sich ja aufgelöst hat am Ende vom Hauptspiel. Aber die Ambivalenz fehlt mir. Er ist ja einfach ein Dickhead, aber er ist nicht der vermeintliche Motherfucker, wo man das Gefühl hat, könnte er sein, wenn man den Originalteil am Spielen ist. Das stimmt. Und ja. sie haben einen Ticken zu versucht, eine gute Beziehung aufzubauen. Es macht immer wieder so die Momente durchscheinen, wo man halt gemeint hat, hey, vielleicht ist er doch ganz cool, weil im Originalspiel ist er zwar nicht der eigentliche Antagonist, aber er ist definitiv ein Wichser. Ja, absolut. Genau. Du merkst, im Original schaust du ihn an und denkst, man, an dem gibt es einfach nichts Gutes. Es gibt nichts zu rechtfertigen an seinem Verhalten. Und in diesem Game ist es so ein, ja okay, ich sehe es. Und das passt einfach nicht zusammen. Es ist nicht der gleiche Charakter. Ja, und ich habe nochmal so einen Punkt, wo man in dem Moment aufstellt. Ich meine, es ist ein typisches rebellisches Teenie-Verhalten gegenüber der Neuen, der quasi einzieht. Und genau. Wir haben die Dialoge immer und es geht immer ums Gleiche. Wir haben, du Andi hast es ja vorher schon gesagt, wir haben eine kleine Entwicklung drin. Im Originalspiel, also im ersten Spiel, hat man ja natürlich dann irgendwann eine gewisse Entwicklung auch gesehen zwischen den beiden. Auf eine Art, aber da haben wir es nicht und darum haben die Storyblöcke einfach irgendwie nur genervt. Es passiert eh nichts und es ist ja nur, und ein zweiter Punkt, wo ich... Spielt keine Rolle. Ja, und ein zweiter Punkt, wo ich eigentlich finde, im Originalspiel hast du ja die Konflikte auch gehabt. Der Unterschied ist nur, du bist dort in der Position von der Max gewesen. Max, die ja sehr ruhige, sehr quasi eine objektive Beobachterin war, hat quasi von außen auf diese Situation reagiert. Und man hat dann quasi, es hat jetzt so einen Moment gegeben, wo man sich ja hat können für den Vater oder also für den David oder für die Mutter einsetzen. Auf eine von beiden Seiten schlagen. Und dort ist man quasi so ein bisschen das Spiegelbild. Wildcard. Ja, so ein bisschen Spiegelbild von der Chloe quasi gesagt, hey Chloe, ein bisschen übertreibst du jetzt auch gerade. Jetzt hast du ein bisschen überreagiert. Genau, ja. Und man hat dann quasi, und das Clevere ist ja dort, man spielt Max als
Zuschauer vom Konflikt und man selber als Spieler ist auch der Zuschauer. Aber jetzt spielt man Chloe. Man muss also einen rebellischen Charakter spielen, der eigentlich absolut nicht objektiv denkt. Ah, das ist mega gut. Und hat quasi den Zuschauercharakter, also den von außen, hey, schau mal, ihr übertreibt es gerade ein bisschen. Das hat man nicht und diese Ebene hat mir irgendwie jetzt so ein bisschen gefällt und da haben sie dann die Diskussion auch noch 3-mal oder was wiederholt und es ist immer so ein bisschen das Gleiche gewesen. Du hast mega recht. Das stimmt, ich habe es gar nicht so angeschaut. Ich habe eben wie du es vielleicht auch schon gehört hast, wenn ich Chloe gespielt habe, habe ich immer so gedacht, okay, wie würde Chloe reagieren in dem Moment? Und nicht, wie würde ich reagieren, wenn ich an dieser Stelle wäre? Was du als Max eben kannst. Oder? Du denkst, okay, gut, das dunkelt mich übertrieben. Dann sage ich, es dunkelt mich übertrieben. Aber wenn ich Chloe spiele, dann denke ich nicht, okay, ja, er hat eigentlich schon noch recht. Dann denke ich, nein, ich bin Chloe, ich bin hässig, er nervt mich, er bedrängt mich, ich sage, was ich denke und fertig. Und dann habe ich... das hat es auch so schwierig gemacht. Ganz genau, aber gleichzeitig ist es so es zwingt dich in eine gewisse Richtung. Weil ich denke, das ist nicht etwas, was Chloe sagen würde, es wäre aber etwas, was ich sagen würde. Dann tue ich aber das auswählen, was Chloe sagt, oder? Für mich ist das schon jedes Mal eine Art Bruch mit der Immersion gewesen, weil Ganz genau. Ich jedes Mal zwischen dem Ding gestanden bin, reagierst du jetzt wie ein, keine Ahnung, 16-jähriges Mädchen oder reagierst du jetzt halt wie der 27-jährige Andy, der am Controller hockt. Und ganz genau. das ist mir immer so... es ist für mich schwierig gewesen, dann im Kopf, im Game innen zu bleiben, weißt du? Genau. Das hat mir immer wieder so Momente gegeben, was mich rausgezogen hat. Das habe ich schade gefunden. Das habe ich im ersten Teil nicht gehabt. Und vielleicht, wie der Phil das sagt, weil man halt dort nochmal als Zuschauer agiert. Von dem her ist natürlich, wie soll ich sagen, die Rolle von der Chloe übernehmen als Ganzes daher eher schwierig gewesen. Weil es ist halt wirklich, wie der Phil perfekt eigentlich gesagt hat, als Max spielst du dich selber einfach in Form von jemand anderem, wo relativ sie hat keine krassen Charakterzüge, die mega fest vordrücken und auffallen, weil sie eben ruhig und zurückhaltend ist, kannst alles, was du denkst oder machen willst, passt für den Charakter. Hingegen bei der Chloe weißt du, die ist so. Wir haben 5 Episoden lang haben wir sie gesehen im Originalgame. Wir wissen, wer sie ist. Und wenn du etwas spielst und du etwas machst, wo nicht zu dem Charakter passt, aber etwas ist, was du machen willst, dann hast du den Disconnect, den Andi so schön gesagt hat. Und ja, stimmt. Das ist etwas, was mir nicht aufgefallen ist bis jetzt, aber jetzt macht es absolut Sinn. Aber ich glaube, das ist halt das Problem. Und ich frage mich gerade, ist das etwas gewesen, das müssen sie sich ja überlegt haben, was das Game gemacht haben? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen das Gefühl, so rein vom Storytelling, ich meine, klar, man muss es natürlich erklären für Leute, die es das erste nicht kennen, dass der David da kommt und bla bla bla. Aber vielleicht hätte es einfach auch einmal gelangt, weil es gibt weder eine Entwicklung zwischen denen noch sonst was. Einfach einmal sagen, ey, so ist es, die haben das Problem, okay, cool. Vielleicht die Autofahrt am Anfang, fertig. Die andere Szene hätte es nicht mehr gebraucht. Die tragen zur Story einfach nichts bei. Die sind nur noch Lückenfüller. Das stimmt. Sie sind dazu da, um halt zu zeigen, der David versucht es, oder? Aber eben, das passt mit seinem Charakter ja nicht überein aus dem Originalgame, aber er versucht, weißt du, so die Hand auszustrecken und er weiß halt nicht wie und er kann es nicht gut, aber er probiert es immerhin. Das Problem ist, dass sie versuchen, den Charakter sympathischer zu machen, als er war im Originalgame. Was nicht funktioniert, wegen dem Originalgame, oder? Wenn das eigenständig gewesen wäre, Before the Storm, dann hätte das Sinn gemacht. Und dann hätte man auch können sagen, okay, gut, probieren wir es, oder ich weiss doch auch nicht was. Aber weil du eben halt das Originalgame hast, wo du weißt, so wird es ausgehen, dann macht es sinnfrei und eben, wie der Phil gesagt hat, es fühlt sich an wie Zeitverschwendung am Schluss. Wie der Chris vorher gesagt hat, die Macher haben sich ja etwas müssen überlegen dabei. Ich glaube, sie haben probiert, Chloe in die Rolle von der Max als Zuschauerin reinzubekommen, weil ja die Rachel in der ganzen Serie die war, wo Probleme hatte, die im Familienhaushalt ist, die zusammenbricht, und Chloe ist die, die als Alien dort reingehockt ist und hat müssen entscheiden, hey, wie reagiere ich jetzt, wie interagiere ich jetzt mit allen meiner umgebenden Leuten. Und ich glaube, sie hat ein bisschen in die Rolle der Beobachterin gerne drin gehabt. Das Problem ist, in meinen Augen, Chloe ist, wie du vorher schon gesagt hast, sie ist zu edgy. Sie ist selber schon zu edgy, als dass du etwas in sie rein projizieren könntest. Sie ist nicht geeignet für die Rolle, ja. Richtig, genau.
Genau. Wir haben es vorher noch kurz gehabt von der Dialog von der Geschriebenen. Wir haben es gehabt von David und mich würde jetzt ein Stichwort wundern, Phil und auch Chris, wenn ich sage Frank in Before the Storm. Was kommt euch so? Wie habt ihr den Frank erlebt? Er war deutlich netter, finde ich. Ja, ganz genau. Auf eine Art sehe ich das, weil wenn du jetzt dir überlegst, okay, sagen wir zwischen diesen 3 Jahren, wo die beiden Games dazwischen haben, wenn du sagst, sie hat viel mehr dealt mit dem während dieser Zeit und einfach ständig schlecht dealt, dann würde es Sinn machen, dass er im Originalgame weniger gut auf sie zu sprechen ist, als jetzt da, wo sie vielleicht einander noch nicht so lange kennen und er halt versucht, weißt, ein guter Dealer zu sein für sie. Dann würde es erklären, warum das er nicht ist. Ja. Der freundliche Dealer von nebenan. Freundlicher Dealer, ja. Aber ja, er ist wesentlich netter und angenehmer gewesen, ja. Ich persönlich habe das Gefühl, wie seht ihr das, dass wenn ich sehe, was die zwei miteinander erlebt haben, Chloe und der Frank jetzt, und im Urteil kommt es mir nicht vor, als hätten die zwei schon Sachen miteinander erlebt. Klar ist es kühl und könnte so zusammenhängen damit, dass sie ein bisschen verkackt hat bei ihm etc. Aber auch für das, ich habe mir das Gefühl, so, sie haben sich dort flüchtig gekannt, fast übertrieben gesagt, ein bisschen zugespitzt. Wenn ich zurückdenke an die Zeit in Life is Strange, habe ich nicht das Gefühl, dass im Vorfeld die zwei schon so eine Geschichte miteinander durch haben. Auch mit dem Schluss, dem Angriff von Frank, wo die anderen rettet durch das etc. Es kommt mir nicht so vor, als hätten sie so etwas miteinander durchgemacht. Es ist mir so ein «Hey, wir sind beide in Arcadia Bay aufgewachsen, Peace, man kennt sich, ich kaufe mein Gras bei dir». Das stimmt. Ja. Also mir ist es nicht aufgefallen vorher, aber wenn du es so sagst, sagen ja, es passt eigentlich nicht zusammen. Was interessant ist, ich habe noch einen der besten alten Charakter gefunden im Endeffekt. Also mich haben andere alte Charakter mehr genervt quasi. Aber ja. Es hat absolut etwas, ja. Ich glaube, das Schöne habe ich gefunden, dass man halt ein bisschen den Weichkern von ihm jetzt einmal noch sieht. Ja, voll. Das ist halt aus Charakterentwicklungssicht von ihm her sinnvoll. Es ist nur in der falschen Reihenfolge passiert. Ja. Kann man sagen, ja. Oder? Wobei, dort könntest du ja sagen, er ist abgehärtet. Ja. Also, eben, gell, ich meine, das ist die Frage, oder? Ist das die Meta-Story? Haben wir jetzt eigentlich Charakterweiterentwicklungen gesehen, halt nicht chronologisch aus ihrer Sicht, sondern aus unserer Sicht? Oder? Ist es so, weißt, Frank definitiv aus unserer Sicht. Genau, oder? ja. Weil es ist so ein bisschen... Star Wars ist jetzt halt ein treffender Vergleich, oder? Weil dort ist es chronologisch ja auch verkehrt rum gewesen. Zuerst sind die Originalfilme gekommen und dann sind die Prequels gekommen, wo der Originalfilm Kontext gegeben haben, wo wir zum Teil wählen, zum Teil nicht. Zum grösseren Teil nicht. Aber du hast... Nein, okay, das funktioniert nicht, was ich wollte sagen. Aber jetzt in dem Fall ja, oder? Du hast die Charaktere gesehen im Originalteil und jetzt siehst du sie da und du hast wie eine Art eine Entwicklung können anschauen, die natürlich eben chronologisch im Game keinen Sinn macht. Aber für uns angenehm ist zum Mitverfolgen. Der Frank war ein bisschen härter und jetzt ist er ein bisschen aufgetaut und geht ein bisschen netter um mit der Chloe. Aber ja. Eher umgekehrt, oder? Er ist jetzt noch nicht ganz so der Held in sich, hat noch einen Obermacker über sich quasi, wo mit dem Dealen zu tun hat. Und im Verlauf der Zeit härtet er ab und wird kälter. Ja, das macht auch Sinn. Ja. Ja, das ist dort vielleicht noch nicht alle Ewigkeit so hart im Biss. Man merkt ja auch, dass der andere Typ, der dort noch auftaucht, eben so ein bisschen sein Boss ist. Das heisst, er ist dort vielleicht erst noch unten in der wie sagen wir denn, Karriereleiter, würde ich jetzt mal sagen, so GTA-mäßig, weißt du, von schon ran baust du rauf. Ja. Und er war dort halt noch niemand und hat dort sein bisschen Geld in seinem Wohnwagen machen und ist dann über die ganzen Jahre abgestumpft, wie es halt ist in dieser Szene, oder? Ja, aber es ist ja nicht so, dass irgendwie 20 Jahre dazwischen spielen und der hat irgendwie, weiss doch auch nicht, müssen in den Krieg gehen oder irgendetwas. Es sind 3 Jahre. Also. 3 Jahre, kann viel passieren. Er hat doch seinen Boss umgebracht am Schluss, oder? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Jawohl. Genau. Also, das stimmt, das war ein Mord gewesen. Wahrscheinlich auch sein erster Mord. Das könnte noch sein. Könnten wir schon ein bisschen... Hat er ihn umgebracht? Wissen wir, dass er tot ist? Das ist... Er ist tot, ja. Es gibt so eine lustige Szene, weil ich habe es gespielt und Jasmin hat so geschaut. Und dann kommt ja der Abspann und dann siehst du so ein bisschen alle Charaktere nochmal. Und du siehst ihn, wenn er dort hockt vor dem Wohnwagen und so die Fotos dann anschaut in der Schuhschachtel. Und dann habe ich so gedacht,
ah ja stimmt, was ist eigentlich mit dem anderen Douchebag passiert, oder mit dem Drogendealer? Und in dem Moment sehe ich, dass hinter ihm hat so einen Erdhügel mit einer Schaufel drin. Und dann dachte ich mir so, ich glaube, er liegt dort. Oh, wow. Okay. Ja, und dann ich so, oh shit, okay. Das ist mir nicht aufgefallen, Okay. aber ja, das ist cool. Ja. Also erstens muss ich sagen, dann ist klar, dass er sich verändert nachher. Ist bei mir auch so gewesen, so nach dem ersten. Das weißt du, das persönliche Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, ja. Es wird mit jedem weniger schlimm, aber so der erste war mühsam gewesen. Ja. Das wissen wir ja seit Casino Royale, gell? Der erste Mal ist viel schlimmer als der zweite Mal, ist dann kein Problem mehr. Ja, genau. Und zum anderen macht es das aber gerade noch ein bisschen schlimmer mit dem. Ich meine, wenn du für jemand anders tötest, dann tust du nicht 3 Jahre später so als ja, wäre nichts gewesen und Ja, ist eben. So, es passt nicht so schön zusammen. Du hast recht. Es gibt da wieder einen Disconnect. Das ist so eine Frage, oder? Die Leute sind angehockt und ich meine, ich bin sicher, die Probleme, die wir jetzt hier ansprechen, die haben sie sich alle durch den Kopf gehen lassen. Und ich habe das Gefühl, ich sehe 2 Möglichkeiten. Die eine ist wahrscheinlicher als die andere. Die unwahrscheinlichere ist, dass sie angehockt sind und gesagt haben, wir machen einfach die Story, scheißegal. Schauen, dass die wichtigsten Punkte wieder anknüpfen und der Rest ist uns gleich. Oder dass sie gesagt haben, okay, wir sind eingeschränkt durchs Ende, durch halt den Originalteil und so. Wir versuchen, so gut wie möglich eine Story zu machen, die da reinpasst. Aber bei gewissen Sachen, wenn wir ein bisschen Freiheit nehmen, weil es A, sonst nichts Neues ist und B, wir einfach absolut null Freiheit haben. Und darum habe ich das Gefühl, ist das jetzt erträglich? Weißt du, was so gewisse Sachen angeht? Ja, das ist sicher ein Punkt. Also das Zweite, was gesagt ist, sehe ich auch so. Das wird schon so gewesen sein. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass ein anderes Studio dahinter steht. Das heisst, Sicher, Leute, die vielleicht eine andere Beziehung zu der ganzen Story, zu dem ganzen Game haben und vielleicht eben, wie du sie möchten ein bisschen ihren eigenen Joint noch reinbringen und haben dann halt mit gewissen Sachen ein bisschen lockereren Umgang gehabt. Oder es sind einfach andere Interpretationen gewesen, oder? Ich meine, du schaust einen Charakter an 5 Episoden lang, jetzt zum Beispiel eben Frank oder irgendetwas, und die sagen, okay, ich sehe das und das und das in ihm. Und jetzt irgendjemand anders, der andere Lebenserfahrung hat und alles Mögliche, schaut der an und denkt, ja, okay, aber ich sehe das nicht ganz genau gleich wie du. Und wenn dann die Person, die etwas anderes sieht als du, den Charakter wieder schreibt, tauchen wieder andere Facetten auf, die wir nicht gesehen haben und wir vielleicht denken, das passt jetzt nicht, aber für die Person, die ihn schreibt, passt das eigentlich dann schon. Und wieder für eine andere passt. Ja, stimmt. Das ist sicher so, ja, klar. Ja, gibt es noch irgendetwas? Ja, ich weiß nicht, vielleicht Ja, ein bisschen über die allgemein über wie Charakter, die neuen, die sie eingeführt haben und so ein bisschen wie die alten sind. Also ich habe ja da so ein bisschen angetönt, dass sich viele von den alten Charakteren, die so ein bisschen wiederkommen, vorkommen, sind ein bisschen Nerven gefunden hat vom, wie heisst der Nathan Prescott. Der ist so ein bisschen... Ja. Der David ist so ein bisschen... Dann... Der Frank habe ich noch am wenigsten schlimm gefunden, tatsächlich. Viele so andere und... und ein paar wenige gute neue Charaktere. Also ich habe mir da so ein bisschen in Erinnerung, der Drew mit seinem Bruder und dem Vater so, der eigentlich ganz nett war. Und so ein bisschen als Sidekick der Dinglehrer da. Wie heisst der Mr. Keaton, glaube ich. Der Theaterlehrer da. Als cooler Sidekick. Victoria ist auch noch so ein alter Charakter, der so irgendwie ein bisschen, wir kennen sie jetzt irgendwie auch schon. Es war cool gewesen, wo man sich ein bisschen komplett hat können ausschalten. Das ist so noch cool gewesen. Aber sonst sind die alten, finde ich, ein bisschen schwerfällig, oder wie haben die das gesehen? Auch so. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich bei allen ein bisschen das gleiche Problem, dass sie halt die Writer nicht so recht gewusst haben, was sie mit diesen Charakteren machen sollen. Oder du hast halt eben, weil du halt durch ihren Endpunkt ein bisschen eingeschränkt bist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem gewesen bei all diesen Charakteren. Gleichzeitig ist es so ein, wir können es nicht weglassen, weil die sind in die Schule gegangen, wir können es nicht ignorieren, sie müssen vorkommen. Ja, klar. Vor allem so jemand wie Victoria, wo eigentlich der Superstar ist an dieser Schule, jetzt mal abgesehen von der Rachel natürlich, oder? Und der Nathan, der der Sohn ist vom reichsten Mann, den es in dieser Gegend gibt. Also klar kommen die vor, sie müssen vorkommen. Oder? Dann ist die Frage einfach, wie tust du es einbauen, dass es nicht komisch ist. Wobei beim Nathan muss ich sagen, haben sie es noch. Ich habe es cool gefunden, dass man noch kurz einen Einblick hat zwischen dem Verhältnis von Nathan Prescott und seinem Vater. Und habe gefunden, es war sehr kurz gewesen,
Es ist schon zu kurz, um das eine Storyline zu nennen, aber ich habe es cool gefunden, dass man auch mal kurz gesehen hat, wie die zwei zueinander stehen, was der Vater von seinem Sohn hält. So. Ich habe es cool gefunden, dass es noch kurz angekratzt worden ist. Auch die Victoria, man hat schon gesehen, wie sie sich wird entwickeln in den nächsten paar Jahren so charakterlich. Und wer mir noch gefallen hat, war, sie haben doch mal auf dem Schulhof so ein Dungeons & Dragons ähnliches Spiel gespielt. Jawohl. Und dort war das andere Mädchen noch dabei gewesen. Jawohl. Uff. Und die habe ich irgendwie auch noch ein bisschen cool gefunden. Sie ist cool gewesen. Ja, aber das sind neue, oder? Alle. Ich glaub's. Ja. Ich mag mich eben nicht erinnern. Also, ich glaube, sie war neu gewesen, und eben der Theaterlehrer habe ich auch nicht im Kopf, dass ich den schon gesehen habe. Die habe ich eigentlich cool gefunden. Den Nathan Victoria kennen wir natürlich schon. Bei Dyson habe ich einfach die andere, die auf ihn steht, das ist so ein bisschen lächerlich. Jetzt müssen wir noch so eine Story einbauen und dann müssen wir noch ein Ding einbauen, wo sie jetzt quasi Chloe fragt, wie soll ich reagieren, wie würdest du das? Das ist so ein bisschen... Das habe ich auch komisch gefunden. Ja, sie haben halt irgendwie einen Ersatz für einen Love Interest finden, weil die Hauptfiguren haben keine nötig gehabt, weil es schlussendlich darum gegangen ist, dass sie zwei miteinander anwandeln. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist so, in irgendeinem Kodex innen steht das drin, hey, es muss irgendein Love Interest vorkommen. Auf irgendeine Art und Weise. Also hat sie halt noch eine reingepresst. Meinst du, das waren Vorgaben von Square Enix? Ich glaube, das sind Vorgaben von allem, was jemals produziert worden ist in der Stadt. Vorgaben aus dem 0815 Lehrbuch, wie macht man eine gute Story. Genau, ja. Ja, ganz genau. Und wie findet ihr ja. den Elliot? Unser Stalker. Oh, holy shit. Ja gut, über das haben wir ja geredet in der letzten Folge, aber der Sieg war nicht okay gewesen. Das ist ein bisschen creepy. Also mich hat er von A bis Z genervt und ich finde, aber wenn er weg gewesen wäre, komplett weg, es hat absolut nichts verändert. Das stimmt. An der Story. Er hat keinen Einfluss auf die Story gehabt. Also seine Existenzberechtigung ist eigentlich die eine Szene, wo ich raussuchen kann, Leute, ist jetzt die Polizei an oder ist es anders. Das ist seine komplette Existenzberechtigung. Und das war ein völliger Kack gewesen. Ich habe das Talkback dort am Schluss versagt und dann ist sie einfach zum Fenster raus. Ha, toll. Ja, eben, ja. Ah, da haben wir überlegt, wie sie das gelöst haben. Ja, genau, wir haben es ja beide Ach geschafft. so, also nein, ich habe es verkackt. Und dann ist er auf sie zugelaufen, dann hat sie das Fenster aufgemacht und ist abgehauen. Oder eingeschlagen und ist ab. Also es ist so ein bisschen... Es ist wirklich ein Lückenfüller gewesen. Einfach... Ja. Und es sind so viele, eben, das sind viele so Szenen, hat es mit dunkel. Man hätte es auch in 2 Episoden können erzählen. Wahrscheinlich, ja. Sie hätten gescheiter, weißt du, ein 3-Episoden-Pack gemacht, so wie sie es eigentlich verkauft haben. Und halt die ersten 2 Episoden sind die Story gewesen, und die 3. Episode ist das Farewell gewesen, oder was weiß ich. Und dann hätte ich es eigentlich viel, viel besser gefunden, das stimmt schon so. Ich meine, weißt du, so, ich finde jetzt, es hat einen schönen Rhythmus gehabt, die Story als Ganzes. Aber es hat definitiv in jedem einzelnen Teil drin gehabt, wo du dir denkst, ist jetzt das wirklich nötig gewesen? Und auch das ganze Drama am Schluss mit er will irgendwie ihre Mutter abschaffen, aber schlussendlich hat er sich doch dagegen entschieden und jetzt will der Drogendealer sie töten. Ist so ein... Der Konflikt hat mich ein bisschen künstlich hervorgehoben, dunkt, weil wir noch irgendwie Action haben am Schluss. Sie haben ja irgendwo einen High-Peak haben, wo die Dramaturgie nochmal ein bisschen verstärken würde. Ja. Weil sonst wäre es wirklich einfach die easy Story zwischen Rachel und Chloe gewesen und am Schluss die Endszene, wo du siehst, wie das Handy läutet von der Rachel und Chloe anläutet. Und das wäre es im Prinzip gewesen. Also haben sie ja irgendeinen Aufhänger gebraucht, der durch die ganze Story zieht, wo Chloe und Rachel näher zusammenbringt, wo die eine emotionale Achterbahnfahrt für die Rachel ist auch. Und das ist einfach das gewesen. Wir sehen es alle, wenn man es so retrospektiv nochmal anschaut, wir wissen alle, es wäre nicht nötig gewesen, aber sie haben ja irgendetwas müssen machen, wo sie die Story darauf aufbauen. Ja, oder? klar. Das ist dann auch der Aufbau von der Spannung und auch am Schluss wie sagt man, Konfliktlösung ist ein bisschen mutig gesagt, aber ja. Sie haben ja irgendwie die Akte müssen aufbauen und zum Ende bringen, und das hat jetzt halt einfach den High-Peak gebraucht, wo alles in dem emotionalen Punkt gekommen ist. Ich verstehe es, dass sie es gemacht haben, ich verstehe es, dass es das gebraucht hat, irgendwie, um dem Ganzen ein bisschen Berechtigung zu geben, dass es mehr als eine einzige Episode wird. Ja, aber es war halt ein bisschen erzwungen gewesen. Ja. Ich glaube,
die Ursprungsaussage von Phil ist am besten. Das Ganze wäre als Story-DLC für das Original-Game wahrscheinlich besser geeignet gewesen. Die spezifische Story wäre als DLC, glaube perfekt gewesen. Wenn sie so bekommen hättest, wenn wir es jetzt gesehen haben. Das wäre so, perfekt, ein mega guter DLC. Genau, da hätte man sich ein bisschen bodenständiger können behalten, das wäre dann okay gewesen und hätte nicht so ein bisschen gegen den Schluss das ein bisschen sehr übertrieben Ganz müssen. genau. Um noch ein bisschen... Also das wäre so ein hey, für die Fans, die wollen, ein DLC da, es ist der Prequel, du siehst, wie sie sich kennenlernen und wie sie miteinander anfangen, sich anfreunden etc. Und es wäre nicht nötig gewesen, ganz genau, wie du schön gesagt hast, noch irgendwie, jetzt müssen wir noch eine krasse Actionsequenz drin haben oder irgendetwas am Schluss. Es wäre völlig nicht nötig gewesen. Und bei einem DLC, bei einem neuen Game, wie es jetzt halt da ist, wie wir am Anfang schon gesagt haben, scheint es, als ob irgendjemand gesagt hätte, es muss noch irgendetwas an Substanz haben. Und ihnen ist die Beziehung allein offenbar nicht genug gewesen. Obwohl ich weiss, dass sie schon so wahrscheinlich Millionen von dem Game verkauft hätten. Gut. Gibt es noch irgendetwas, das wir loswerden müssen? Oder wenn wir sonst langsam zum Schluss kommen, jetzt sind wir schon bei 41 Stunden. Genau. Vielleicht das Lieblingsrätsel von jedem so zum Abschluss. Wir haben jetzt immer noch von Story geredet, aber es hat ja auch ein paar Rätsel gehabt, die ein bisschen anspruchsvoller waren. Nicht viele, aber ein paar. Ja. Jetzt spontan kommt mir nur der mit dem Auto in den Sinn, ganz am Anfang von der ersten Episode, wo das T-Shirt nehmen muss flicken, oder? Nein. In dieser Waldbar-Hütte da hat einer, wo T-Shirts verkauft. Und du hast kein Geld. Und danach kannst du die Bremse lösen beim Auto und dann geht es hinten raus aus der Scheuer raus. Und dann, während er versucht, nach dem Auto zu schauen und so, kannst du eins von den T-Shirts klauen. Mhm. Nein, ich habe es nicht gecheckt. Okay. Ich habe es nicht gemacht, nein, wegen der Handbremse lösen, so ich kann weiter wählen. Also, mein Lieblingsrätsel war das mit dem selber gemachten Fernrohr, wo du den richtigen Punkt in der Landschaft Ja, das war auch sehr cool gewesen. Es ist völlig cheesy, es ist völlig... hat nicht viel mit Kopfzerbrechen zu tun, aber es war einfach mega schön gewesen. Und es wird mir bleiben. Ich rede schon wieder davon. Das ist genial, ja. Und ich frage mich jetzt vor allem einfach, wie dass sie das genau aufgezeichnet haben. Weil ich meine, du musst das Fernrohr haben, dann musst du das Glas haben, dann musst du es richtig positionieren und dann noch eine gerade Linie drauf zeichnen, während du durchschaust. Sorry, keine Chance. So, jetzt haben wir das Spiel genug auseinandergenommen. Jetzt können wir doch mal ein bisschen lieb sein. Also, dass ich der bin, der von Liebsein redet. Gott, das ist was. Ich weiss nicht, was das Spiel mit mir macht, aber das ist nicht gut. Darum erzähle ich noch schnell von meinem Lieblingsrätsel. Ja, bitte. Ich habe das mit dem Theaterding eigentlich ganz cool gefunden. Weil es etwas anderes ist. Also Chris, ich habe es nicht fotografiert. Was? Ich habe es versucht zu merken. Und ich habe dann gedacht, okay, weißt du, ist ja so ein Story-Game, musst du dann einfach so Dialogoptionen wählen. Merkst du nur die Stichwörter. Aber das nachher noch hast du wissen, wo du dann musst laufen, das hat mich dann komplett aus dem Konzept gebracht. Darum habe ich es irgendwie cool gefunden, weil es mich ein bisschen an den Kate-Moment erinnert hat. Ja, okay. Okay, cool. Übrigens, die richtige Antwort wäre jetzt da gewesen, ich kenne Shakespeare und ich habe alles gelesen, darum habe ich natürlich auswendig gewusst, was ich sagen muss. Genau. Von dem, du weißt, irgendeiner wird das Game gespielt haben und wird sagen, my time has come. Und es hat alles hat sich gelohnt, genau. Meine ganze Ausbildung. Spätestens, wo aber dann Rachel gemacht hat, was sie will, denkt er sich, fuck. Ja, genau. Ja, das ist fantastisch gewesen. Ja, gut, aber ich würde, sagen wir jetzt mal, wenn das Originalgame eine Szene war, was würdet ihr jetzt Before the Storm für eine Note geben? Ich gebe so nicht gerne Noten. Phil, fang du an. Okay. Ich muss sagen, ich bewerte es sehr linear. Also für mich bedeutet also ein 5 ein mittelmäßiges Spiel. Das heisst, ein 5 ist noch lange kein schlechtes Spiel. Also einfach nur so gesehen würde ich wahrscheinlich etwas zwischen einem 6 oder einem 7 geben. Okay, das klingt fair. Andi? Es gibt keine falschen Antworten. Ja, ich schliesse mich dort an. Ich muss jetzt schauen, dass ich nicht anfange emotional bewerten, weil ich halt einfach, wie gesagt, das Homecoming-Feeling
Feeling ein bisschen rausstreichen Aber das gehört ja dazu. Nein, das gehört dazu, absolut. Ja. Ich meine, das ist ja Teil von dem Game. Also schau jetzt, wenn ich jetzt mal anschaue zwischen den Synchronsprechern in dem Teil, zwischen den Dialog, zwischen dem fast schon künstlichen Aufbau von einer Dramaturgie, ja, 6. Wow, okay. Es ist gut, ich liebe das Spiel. Ich liebe auch Before the Storm, total, echt. Und es hat mich auch wieder in den Bann reingezogen. Aber ich bewerte jetzt da relativ hart vielleicht auch. Ich meine, es hat die Szenen mit dem Auto gerade dort auf der Bühne mit dem Vater. Das hat mir sehr gut gefallen, wo sie da die imaginäre Tür zugemacht und man hört es. Ja. Und es hat wirklich so Herzensmomente, die unglaublich gut gemacht sind, aber was ins Gewicht geht bei mir sind effektiv die nicht ganz so gelungenen Dialoge teilweise, so die nicht ganz so essentielle Talkback-Mode, sowie die Charaktere, die einfach nicht sind, wie sie introduced worden sind und durchgezogen worden sind im Urteil. Und aus dem Grund gebe ich es 6. Okay, gut. Ich sehe das alles und ich schließe mich euren beiden Meinungen an. Ich gebe aber eine 7, weil gut, das ist meine persönliche Präferenz. Aber wenn mir etwas grundsätzlich gefällt, dann kann ich die Sachen, die mir weniger gefallen, besser ausblenden. Oder? Wenn ich mich auf die Sachen konzentriere, die mir eigentlich noch recht gefallen haben. Und in dem Fall muss ich sagen, es hat mehr gegeben, was mir gefallen hat, als mir nicht gefallen hat. Ich bin mit dem Gameplay grundsätzlich zufrieden gewesen. Das Talkback-Dings als Mechanik selber habe ich interessant und cool gefunden. Natürlich, storytechnisch ist es nicht wirklich relevant gewesen, aber ich habe eine interessante Mechanik gefunden. Und mir hat halt die Story als Ganzes eigentlich noch recht gut gefallen. Und darum, ja, eben, es hat die Probleme, die wir jetzt alle angeschaut und besprochen haben, auch in den letzten Episoden und so. Und darum würde ich sagen, ein 7 für mich klingt fair. Doch, finde ich schön. Ich glaube, wenn ich zuerst das gespielt hätte und dann den Life is Strange Teil, der zuerst kam, gespielt hat, dann hätte ich dem wahrscheinlich auch ein 7 gegeben. Das ist eine gute Frage. Jetzt, wo beides draussen ist, wenn jemand noch keins von beidem gespielt hat, wo mit euch redet und ihr sagt, hey, das wäre ein Game, das du mal könntest ausprobieren. Welche Reihenfolge schlendert dieser Person vor? Life is Strange und dann würde ich auch sagen Before the Storm. Okay, also so wie es rausgekommen ist. Gut, Andi? Ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen, was du alles... Ja... Schwierig. Oder chronologisch. Kaufst Before the Storm und Life is Strange und dann spielst Farewell zuerst und dann Before the Storm und dann das Original Life is Strange oder... Hey, es ist wie Star Wars. Man sollte Ganz genau. Die verschiedenen Versionen man sollte es mal auf alle Arten gemacht haben, weißt du? Oh. Nichts ist falsch. Also Episode 2 5-mal schauen ist ziemlich falsch, wenn du mich fragst, aber das ist ein anderes Thema. Also ich denke definitiv am Schluss musst du Farewell, weil das ist ein typischer Fanservice, der für sich allein nicht funktioniert. Das funktioniert nur, nachdem du die Charaktere bereits kennst. Ja, genau. Stimmt. Also ich würde vielleicht sagen Before the Storm, Life is Strange und dann Farewell. Wäre sicher noch spannend, weil vielleicht macht es dann mehr Sinn, wenn man die Abhärtung der Figuren über die Zeitachse mal so betrachtet. Wenn man halt wirklich noch keine Berührungspunkte mehr hat. Ja, du hast dann den extremsten Kontrast, weil du aufhörst mit Life is Strange, also Chloe eventuell tot oder Arcadia Bay zerstört und Max halt abgehärtet und hat die schlimmste Woche von ihrem Leben gehabt wahrscheinlich. Und danach gehst du zurück an einen Moment 5 Jahre vorher, wo alles noch gut war, bis der Shit eigentlich anfängt. Das ist noch interessant. Ich habe das Gefühl, das könnte eine interessante Reihenfolge sein. Ja. Wäre interessant. Ist das die offizielle Nerdybirds Reihenfolge? Sollen jetzt doch in die Kommentare schreiben, die es bisher erst später angefangen haben, welche Reihenfolge dass ihr dann quasi gemacht habt und wie ihr eure Reihenfolge gefunden habt. Und wenn es jetzt vielleicht doch noch spielen basierend auf diesen Podcast, dann probiert mal die andere Reihenfolge aus. Sind doch Abaschen, weil ihr euch voll gespoilert habt, aber ja. Ja, voll.
wie könnte man, wenn man jetzt sagt, hey, ich bin ein bisschen spitz geworden durch die geile Stimme von diesen Leuten und möchte jetzt das Spiel auch mal probieren. Wie könnte man jetzt das anbekommen, dass man das Game kann spielen kann? Oh, was für eine Überleitung. Ohne dass man das jetzt noch muss kaufen muss. Gute Überleitung! Oh, der Meister von der Überleitung, ey. Das bringt uns gerade zu unserem nächsten Punkt. Wir haben ein Gewinnspiel. Das erste Geekstübli Nerdy Birds Gewinnspiel, das wir machen. Und zwar verlosen wir, Achtung, Trommelwirbel. Andi, mach den Trommelwirbel. Wir haben einen Code für das Original Life is Strange Game. Alle 5 Episoden. Und das Einzige, was du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, machen musst, um den zu bekommen, ist den Facebook-Beitrag zu dieser Episode teilen und dazu noch etwas schreiben. Warum solltest du den bekommen? Und warum, was macht die Games gut? Oder, vielleicht hast du ja noch nie gespielt und nichts davon gehört, warum willst du spielen? Gibt es noch etwas hinzuzufügen zu dem? Ja, wenn wir den Gewinner ziehen, oder? Das Datum. Jawohl, genau. Ja, Datum ist vielleicht ein bisschen schwierig, je nachdem, wie lange das der Andi braucht, um das zu schneiden. Sagen wir, eine Woche nachdem der Podcast aufgegangen ist. Klingt das sinnvoll? Genau, man könnte dann reinschreiben, man könnte dann in einen Beitrag reinschreiben, ab wann bis wann das Gewinnspiel läuft. Ab folgendem Datum. 2018. Genau. Und es ist ein Steam-Key. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Also PC, Steam. Oh ja, das ist noch wichtig. Genau, cool. Und der ist gestellt durch unseren lieben Freund und Mitpodcaster, den Phil. Genau. Danke, so habe ich mich nämlich einkaufen. Ja, das war der einzige Grund. Wir haben gesagt, Mann, wir brauchen irgendein Geschenkchen. Also wenn ihr mal Gäste seid bei uns im Podcast, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Genau, uns Geld geben. Oder Sachen schenken. Nein, Geld ist okay. Okay. Außer es sind teure Sachen, dann verkaufe ich die selber wieder. Außer es sind Star Wars Sachen, die teuer sind, dann behalte ich sie. Okay. Ich finde, Anyway. Hey Phil, danke. Phil, es war super mit dir, ich finde es mega cool, dass du mitgemacht hast. Danke für die Sache mit dem Key und auch deine Ansicht auf das Ganze, deine Sichtweise, deine Inputs sind der Hammer gewesen, mega Freude daran. Ein paar mega spannende Punkte hast du gebracht, ja. Ja, ich würde sagen, wir werden dich sicher gerne wieder mal bei uns begrüßen. Also schaust, dass du ein paar Keys dabei hast. Schauen wir. Darfst auch sonst. Also, danke natürlich auch von mir, dass ich da mitquatschen und meine Meinung bei euch mitäußern. Und es hat mich auch sehr gefreut. Es war cool gewesen. Das erste Mal, als ich quasi so in einem Podcast rede. Weiss nicht. Man würde es nicht merken. Gut, freut mich. Nein. Du bist mindestens so selbstsicher und so clever und schön wie mir. Von dem her. Cool. In dem Fall, für unsere lieben Zuschauer, denkt dran, liket uns auf Facebook, teilt alle unsere Beiträge, nicht nur den, auch wenn ihr nichts geschenkt bekommt. Unsere Liebe ist das, was ihr immer geschenkt bekommt. Liebe. Wir sind auf Instagram, Facebook, Twitter, Medium, Tumblr, YouTube natürlich, nicht vergessen. Den meisten Output haben wir dort eigentlich. Und natürlich auch auf Twitch. Kann man am noch unsere coolen Streams und so schauen. Unsere Podcasts, Nerdy Birds Podcasts, sind übrigens auch auf Soundcloud, auf iTunes und auf allen Android Podcatcher. Also ihr findet uns überall. Absolut. Noch ein bisschen suchen. Ihr wisst, wie es aussieht. Es ist der geile Vogel mit der Brille und dem NES-Gamepad in der Hand. Kein Problem. Genau. Und es lohnt sich nämlich, ich bin auch dabei. Siehst du nur. Aber dem her kann nur Positives darüber berichten. Lohnt sich, definitiv. Schon. Danke vielmals für. Danke viel. Guten Morgen. In dem Fall. Bis nächstens wieder. Wünsche ich noch einen ganz schönen Abend, Mittag, Morgen, was immer du gerade machst. Easy Ciao. Ciao zusammen.